Good morning. Ik heet jeder einem sei welcome hier in Jesus zijn naam. Ik freue mich für jeder einer, wat is gekommen von der morgens. Tem Gott sein Wort horchen, für Gott seine Anerkennung singen und so auch Gemeinschaft pflegen mit anderen Brüdern und Schwestern im Herrn. Ja, zoals ik al zei, vandaag is Thanksgiving Day en Dankzagungstag. Ik weet dat nog, te jaren tijd, als een kleine jong, ik vreed me voor Dankzagungstag, because dan gaat dat beetje wat special bij de kerk en de multijd en mensen worden metdaan met wo ja, wofür sie dankbar wären. Ich denke, some time ago, dass ich mal ein bisschen checken, wo ist der erste Danksagungstag, wo hat das mal angefangen? Und mir wäre das interessant, im November von 1621, so das wird 401 Jahre 3 sein. Glaube sie erst vielleicht der erste Danksagungstag mal gewesen, stets. Dat wir nur nehmen, was die Menschen von Europa sind, gekommen nach den States haben, nach das fremde Land, was vielleicht nicht so lang fertig ist, wären sie aufmerksam geworden. Ein Schab von Menschen, ich leider sehe, 121 Menschen wären ab dort Schab gewesen, die kommen an der ausgekommen States. En dat is lot im Jahr 1620, glaube ich, wird. En so sie deciden, sie wollen dort Jahr, die kommen der Winter bloß ab und Schab bleiben, wegen sie kann das Land nicht. En so für die meiste Zeit sind sie die Winter ab das Schab. En sie begegnen durch noch viel Schwierigkeiten, sehr viel Krankheit. En ich glaube, dass die Beschreibungen geben, dann sind but nächstes Jahr, ein Jahr later sind um about the half Menschen, die nach Leben tun, die originally sind angekommen. Aber anyway, Gott ist mit ihnen und sie, das ist eine neue Ansiedlung, die kriegen gute Gemeinschaft mit den Natives oder die Indianer, die da noch lange gewohnt haben. Und die Indianer, die lehren irgendwo in das neue Land geackert hat, um dort seine Armen kriegen. Und dann im November von 1621, dann haben sie das Dorf gekriegt, Indianer taub mit ihren Taub. Und sie fahren als Männer fahren raus und dann im Wald sich Fleischtaub sehen. En ze haben den Tauben Fass. En dat is kind of, zoals het mal heeft aangevangen, dat die point weer een driedaagsche celebration. Met veel, wat andere dan wat zijn je was, vielleicht Reihefleisch en verschiedene. So, dat is de aanvang. Aber dat heeft een beetje de bediening. Gott hat uns gesegnet, sicherlich, natürlich, aber hat uns auch geistlich gesegnet. Nu werden wir mal einen Special Tag zu sehen, oder eine Zeit zu sehen, wo wir uns daran erinnern und Gott Dank geben dafür. Und als ich dort über Tag nur Tag, dann wurde ich gelenkt um 103. Psalm. 103. Psalm, dat is een psalm van David. En dat heeft veel dingen waar David even dankbaar is. En zo ik wil hier een paar versen op eenmaal lezen en met zijn bemerkingen om zijn we weer daar komen. Zo wanneer we 103. Psalm drehen doen, de eerste vers is dit. Een van David zijn psalmen. Loof den Herrn, o meine Seele, en met allem wat ik zei, loof zijn heiligen Namen. Loof den Herrn, meine Seele, en verjaat niet wat hij die Gott gedaan heeft. So hier voets vangt het al aan. David, dat is wanneer hij
sich selbst jemand sein, verjährt nicht, was Gott die Gott getan hat. Wer wir Gott muss loven und preisen. Und wer wir am preisen für sein heiliger Namen. Wer wir am preisen für wer er ist. Wer wir am preisen für was er getan hat für uns und was er noch wieder wird tun für uns. Und ich weiß nicht, wie jemand das jetzt, aber ich habe leicht, dass ich Dinge vergessen da. Und mir ist das besonders manchmal selbst nicht deutlich, dass wie viel ich von den guten Dingen in meinem Leben auch vergessen habe. Ich denke besonders an ein Area, meine Kinder, die wollen manchmal weiten, wo wir aus so ein kleines Baby wir. Wo wir das? Wir weiten manchmal kleine Kinder, kleine Babys, die tun allerhand cute Dinge. Und ich weiß, dass wir das so eine große Freude, als wir unsere Kinder haben, unsere nette kleine Kinder. Und nu wollen sie manchmal weiter. Wo wir das mit mir, wenn ich ein Kind sage, oh, als du sind sie alt wirst, vielleicht ein paar Monate alt oder ein Jahr alt, dann wird das, was du siehst in Deutsch, und dann bald dann sind die anderen Kinder dann nicht richtig. Na, was ist das? Wo wir auch dann cute? Und wo braucht ich die Freude? Und ich mache mich manchmal schämen, dass ich nicht mehr behalten habe von jeder Kind. Na, das wäre eine gute Zeit in meinem Leben, ein gutes Geschenk von Gott wäre meine Kinder. Und die deden sehr viel, sehr interessante Dinge. Und dass ich auch so viel vergessen habe von ihnen. Ich kann vielleicht für jeder Kind ein paar kleine Verhältnisse verteilen, aber dann, mir fehlt es dann vielleicht auch ein Bild oder irgendwas, dass ich mehr behalten kann. So leicht ist es, gute Dinge zu vergessen. Hier ist weil König David han zu sich selbst und zu uns von der, wer wir nicht vergessen, dort nicht vergessen, unsere Seele soll es nicht vergessen für all das Gute, was Gott für uns getan hat. Und dann fängt er an mit einer Liste von Dingen durchzuschreiben, wo er seine Seele will abfrischen. Das ist some von den Dingen, was Gott für die getan hat. So, wir fangen den Anfang von der Liste von Dingen in der 3. Vers von Psalms 103. Die all deine Sünde vergibt und all deine Krankheiten heilt. Der 4. Vers. Die dein Leben von verdorben Rat und mit Genot und Mitleid krönt. Was ist das nicht für eine gute, tiefe Gedanken, dass wir haben Gott, was unsere Sünde vergeben hat. Wenn wir mal ein klein bisschen zurückdenken nur die Jahre, wo wir noch in unserer düsteren Lehre wären. Und wo ging uns das dann? Wir haben dann vielleicht sehr ausgewaschen, nur den Frieden, und nur wollten uns an einem seiner Sünde vergeben werden. Some von uns haben vielleicht sehr weit getravelt, für viele Meilen getravelt, zum sein, dass du noch mal wo eine Stadt wird sein, wo einer eine Antwort wird kriegen für einen seine tiefste, was soll ich sagen, das wird einem der tiefste ging, wo ich Frieden habe, wann ich gestorben war, wo ich Gott sein. Und preis den Herrn, wer wir Gott loben dafür, von der Heik der Taufe drüber, das meiste vielleicht alle von uns haben den Frieden. Und dort ist wirklich was, wo wir können für dankbar sein. Wenn wir denken, dann, wo wir von herkommen, aber wo wir nun sind. Wir haben Frieden gefunden. Gott hat uns gerat. Und von dann an wieder ist es nun möglich, in uns Leben, ein Leben zu leben, wo wir nicht viel, was soll ich sagen, Bescheidenheiten dürfen haben nur dem. Viele von uns würden vielleicht uns für das erinnern von Dingen, was wir für unsere Bekehrung getan haben. Und wir haben Bescheidenheiten. Menschen, wir haben das anders getan, als was wir dort deuten dann. Preis den Herrn nur dem, dass Gott uns geraten hat, nicht ja wie ein Leben würde, nicht so viel Bescheidenheiten sind, nicht so viel Dinge sind, wo wir machen,
ans Schlag fallen. Nee, Gott, der gibt uns nu die Kraft, im Leben, wo du am gefährlich ist. Ich sehe, als ich darüber nachdenke, dann fällt mir besonders Paulus sein Leben bei. Das wir Paulus, das wir ein Mann, wir sehr hoch gelehrt in der Schrift, aber er gleich nicht die Christen. Und er fängt an, mit den Christen anzubringen. Und wir finden diese Geschichte, in Apostelgeschichte. Und wir weten noch, dass er wieder den Mann, was er sagt, und er wird sehr viel Wert aus den ersten Martyr anbringen. Er freut sich, dass Stephen wird angebracht. Die Kleider von Stephen wird bei ihm seine Feit angelegt. Und er gleicht dort. Er wird begeistert, die Christen durchzuhalten. Er wird begeistert, die Christen umzubringen, im Jail und im Gefängnis zu starten. Dort wir sein Leben. Dann ab dem Weg nach Damaskus, ab einmal dann traf er selbst Jesus durch, hinterweg ist. Und das wir von der werden sein, er bekehrt sich durch. Er bekehrt sich durch. Und dann, wenn wir ein bisschen Lothar von seinem Leben lesen dann in dem Neuen Testament, großer Part von dem Neuen Testament ist von Paulus geschrieben worden, kommen wir bei den Philipperbrief, in Philipperbrief, das 3. Kapitel, da sagt es, dass er die Dinge, die er in der Vergangenheit hat, die er vergessen, und er mutig fair. Die Vergangenheit, die Dinge, die passiert sind, für er sich bekehrt hat, die er vergessen, und nun er fair war. Er schafft fair. Und dazu wurde wenn wir nur 2 Timotheus kommen, dann das 4. Kapitel, der 7. Vers, das ist mein sehr wertvoller Vers, wenn ich mir nennen lasse. Das ist Paulus, der so viel Christen hat angebracht, so einen schlechten Anfang gehabt in seinem Leben. Aber er kämpft mit 2. Timotheus, das 4. Kapitel, das ist probably ein von der letzten Wort, was er geschrieben hat. Du sagst in der 7. Vers, ich habe den gouden Kampf gekämpft. Ich habe was ein uitgehalten. Ich habe Glauben gehalten. Und er freut sich für die Krone, was für ihn lüre dat am Himmel. Aber er ist ganz geloten. Ich habe uitgehalten. Ich habe ein Leben gelebt. Ich habe nicht nur die Bekehrung, nur noch viele Dinge in meinem Leben, wo ich mich durch etwas schlecht fing. No, er ist ganz im Falle Vertrauen, dass Gott, der Wort am Gerat, und er lügt nicht immer bloß, was er kann ewig stoppen. Kreuz Stadt, das Paulus, wir würden vielleicht auch so eine Dinge haben von uns alten Leben, wo wir uns ewig schämen. Aber durch die Gnade von Gottes, wir können die vergeten, dass es eine Vergangenheit, und wir können fairerweise checken und leben im Segen von Gott, und freuen uns für seine Erlösung, und freuen uns, dass er uns nu mit seiner Leib und seiner Gnade holen hat, und dass wir wollen mit am sein für alle Ewigkeit. Dann werden wir wieder in dem 103. Psalm gehen, der 5. Vers, da sagt es das. Die dein Verlangen mit Gott zufriedenstellt, solange als du lässt. Dort du war jung und stark warst als ein Adler. Das ist ein guter Gedanke. Just kriegst du die Zeit, wo die Israeliten aus Ägypten gingen und nur versprochen das Land wandeln, wo die Gott entfeiden. Gott feidet mit Manna, was im Himmel fallen. Jeder Tag hatten sie noch, jeder Tag hatten sie noch, ohne Sinn und, oder was soll ich sagen, ohne Freitag mussten sie sich 2-mal so viel Taub lesen, damit so eine Sinn und auch wieder noch haben. Aber Gott, der wir durch, der feidet jeder Tag, dass sie werden Kraft haben, physisch wieder zu gehen, aber dass wir ein Teken von wo Gott seine Kinder was dran gibt.
Hij feit seine Kinder. Hij jaft ans dort, wat ons ganz zot merken dat. Denk nog nach im Neuen Testament, als Jesus hier op de eerd ging, dan had hij deze uittuischung met de vrouw, wat er bij dem Barm weer. En wat deed Jezus er aanbieden? Hij bouwt daar Wuta aan, zodat ze er niet meer darstellen wordt. En zo dat is wer ons Gott is. Hij jeft ons genoeg dat we ganz voll kan zijn. We haben den Sinn, dat we in ons leven kan met des Gott wandelen, wat ons bad is. Hij jeft ons genoeg dat we kan in ons charpa gestorkt worden. We haben genoeg dat we eten kan. Ik geloof ganz sicher, dat keiner von uns hat hungrig gehen das letzte Jahr. Wir wollen vielleicht Dinge gesehen haben, die gehen sehr nachbusig, nach mit dem Preis. Ich weiß, kriegst mir war das gleich kriegst du gehen hast, es viel von Jüngern. Wir gleich sehr Avocados. Und alle Wasser mal würde ich mir das gerne wie Costco Avocados zu kaufen. Aber die wurden busig derer. Auf einmal werden die so derer, dass, na, nu kann ich nicht mehr Avocados afforden. Aber ich ging deswegen noch nicht hungrig. Du hast noch genug andere Eten, zum dat ich habe. Und durfte ich glaube, vielleicht sind die Dinge, was uns vielleicht sind zu dir geworden, aber keiner von uns hat hungrig gehen. Krieg so, im Jässel jetzt, wir haben Gott sein Wort, sein Leben jetzt Wort, wir haben sein Herr Jäss. Keiner von uns darf hungrig gehen jässlich. Gott, der ist immer wahrer durch, ihr was. Gott, der singt uns. Und Gott ist mit uns. Vielleicht ist es ein Jahr gewesen, wo das especially hart gewesen für dein Leben. Vielleicht ist es so gewesen, dass sich so fällt, dass die Glaube erstmal knapp stark genug gewesen. Oder vielleicht ist es, dass es sind verschiedene Versuchungen gewesen in dein Leben oder in mein Leben. Und das fällt sich so, wenn das ganze Jahr über, das ist eine schwere Zeit gewesen. Viel Versuchungen muss über kommen. Oder vielleicht ist es irgendwas, was das Jahr hat schwierig gemerkt in vielen Hinsichten haben. Aber Gott ist mit uns gewesen. Und das Gott, was mit uns ist, der sagt hier, König David, der sagt, du Gott bist sommer, was uns eten gibt. Und merkst uns, war er stark, dass wir so sind aus den Odler. Einmal einen Odler beobachtet, wo der bloß eine Hecht kann, in eine Flechte boven, und das sitzt es, wenn der dort messt, das passiert Mess von selbst. Und das ist der Gott, was wir haben, der gibt uns nicht bloß natürlich zum Eten, aber der gibt uns so jässelige Kraft, der gibt uns jässelige Mana, was wir können verdauen, erfahren in uns Leben, dass even though, wenn das ein schweres Jahr war, ein schwieriges Jahr war, viel Kämpfe, er gibt uns Zeiten, wo wir können, erfrischt worden. Und das ist, wenn es heben, das wird leichter. Weil wir Gott nicht für jeden zu danken für dort. Dann, wenn wir wieder gehen, in 6. Vers, in Psalms 103, da sagt er, die Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht vor allem, die Arach lieden. Er merkt Moses mit seinen Weich bekannt und lädt das Volk Israel wieder. Na, ich kann schwer Deutsch reden, lesen. Und lädt das Volk Israel wieder. Was er deed. Okay, basically, was het hier zijn wil, ik het hier in Engels ook lezen deed. God der is voor die, wat de aardig behandeld worden. Hij is gerecht en hij maakt zijn weg bekend naar Moses en naar de Israëlieten. En vandaar ook, we weten, wie zoals ik al zei, dat God
wir sind Gott sehr dankbar für seinen Erlösungsplan, aber wir sind am von der noch auch besonders sehr dankbar für sein Geist, was uns von der nach leiden wird. Für sind auch, dann hatte ich die Botschaft in Englisch, oder wir uit der 2. Mose, der 33. Kapitel, und da lesen wir von, wo Moses hat sein Tent und engst auf von den ewigen Israeliten abgestellt. Und wann immer durch ging, die Israeliten wurden an, okay, nu verlässt Moses uns hier und uns kleine Dörpje und hat nur sein Tent. Dann standen sie ab und checkten, und als Moses in sein Tent ging, dann kam die Wolke Gottes und kam der ewige Tent, und dann sagte dort, durchbahnen passiert wird sehr großartig, und dort wird dort Gott, der verteilt mit Moses, so aus ein Mann mit seinem Freund verteilen wird. Dort redet von einer Gemeinschaft, eine sehr neue Gemeinschaft. Und von der kann ich bloß feststellen, dort sind Israeliten gewesen, die wurden gecheckt haben, die wurden gewundert haben. Was von Leben möchte es sein, wenn wir so eine neue Gemeinschaft können haben mit Gott? Was passiert in der Tent? Was ist es, was Gott uns lehren will? Von der durch den Heiligen Geist, wir lesen davon, als Jesus im Himmel fordert, er sagt, ich will mein Geist, oder Gott sein Geist schenken, und er will lehren. Er will mit uns sein. Von der haben wir den Heiligen Geist, was an uns wohnt, und der hilft uns, kriegt die neue Gemeinschaft, was Moses im Tent hat. Hier so, wenn die Menschen eine Frau haben, der Ferien im Leben, wenn dort an Rot fehlen, sie würden nur Moses gehen, und dann Moses wird an Gott fragen. Von der haben wir den Geist, wenn uns dort an Rot fehlen, dann können wir beten, und dann können wir dort sperren, wo der Heilige Geist uns lenken wird. Der Heilige Geist, der wird uns Wasser geben, wenn wir an Geist fragen. Wie so viel Zeugnisse haben, vielleicht manche uns, wo wir was getan haben, oder wollt was tun, und erst eine Stelle stammen ans Leben, die sagt, vielleicht nicht, oder vielleicht ja. Das Heilige Geist, der wird uns reminden, dass wir sollen mehr Zeit spenden mit unserer Familie. Das Heilige Geist wird uns reminden, dass du bist ein bisschen ungeduldig gewesen mit deinen Kindern. Merk das reich. Das Heilige Geist, der wird uns reminden, zu sein, oh, das ist dass die Dollar dankbar denken das. Das Heilige Geist, der wird uns reminden, über dem derer Fried, was wir haben durch Jesus Christus. Und so steht, unsere Zeit ist hier, als Mess aufgerannt, aber die Psalm, der jetzt wieder, wo der Herr als voll Gnade, Gott, der wird nicht hostig da über uns, und du hast immer Mitleiden für uns. Ich dachte besonders an Gott sein Mitleiden für uns, und für seine die Gedanken, was hier kommen wird, dort er hat unsere Sünde weit weg genommen von uns. Und so, wir gehen lang drin mit some Menschen, die reden von, dort, ja, sie werden sehr dankbar für die neue Geburt, was sie haben können, erfahren, und sie wollen so gern ganz für Jesus leben. Aber das wird es von das alte Leben, die alte Sünde, die Helden ein klein bisschen Träge von der Taufe haben, dass sie auch können und Gott seine Kirche mitschaffen. Und das ist ein guter Reminder für uns, dass das alte Leben, die alte Sünde, die dürfen uns nicht mehr trägen. Die dürfen uns nicht mehr Scham bringen. Das hat Gott wahrgenommen, ganz wahrgenommen. Und nu sagen wir, was vielleicht große Sünde in unserer Vergangenheit hat, die sind ganz krank so würdig, und Gott seine Kirche zu schaffen, ist dann, was er lange nicht so viel hat, because Gott hat die wahrgenommen durch sein Jesus. Und so steht wieder, wenn wir durch den Psalm gehen, da sind sehr viel feine Gedanken, für wer Gott ist, für was David ist dankbar gewesen
En dezelfde dingen die komen waar we ook aannemen en dankbaar voor zijn. Er zijn vielleicht nog veel andere dingen, wo we, wat ik nu nog niet heb abgenannt, ik weet, dat het goed zijn, aber we haben sehr viel Ursache, dankbaar te zijn voor wer Gott ist en wat Hij voor ons leven gedaan heeft. Mocht Gott je dag segnen, mocht Gott je das Weekend segnen, wanneer je met je familie taub bent en je dat klar merken, wat van Gott Hij is van jeder einem. Gott met je.